sondern die Herren, guten Abend, messen, dass ihr zu solchen gekommen seid. Ich habe ganz besonders Plaisir für unsere direkte kulturelle Note hier spielst zu begrüßen, den Claude Conter mit einer Ritschweiz, die auch aus der Nationalbibliothek hinkommt. Ich bin Kilo durch den noch verloren. Ich begrüße noch Nathalie Jacobi, Kollegin vom National. Kollege Regis Möbs aus dem Nationalmuseum, also das und immer wieder natürlich. Ich meine, so Gräzendienst. Und ich vergesse natürlich, ich möchte lieber ein bisschen mehr literarisch und abgestaucht ist, wie normalerweise bei diesem Publik, das letzte schon Orateur. Ich bin erinnert, dass man die Claude schon hatten als Orateur, das selber schon ist. Am Theater von einer Ausstellung 1915 bis 1939 zu der Kongress an der Möglichkeit dann Vertrag hast du den Wiener Kongress selbst gezielt. Für 10 Jahre. Wir hatten viel drin, gerade geschwärzt. Wir hatten noch viel mit dem Museum abgemacht und seitdem kenne ich auch nämlich ein Projekt, das wir nicht gemacht letztendlich über Festung an der Literatur. Das ist nicht zu spät. So, wenn der Claude Conter, wen kannte nicht, muss ich mal fragen, wenn ich kurz 4 Stellen studiert, also für eine oder 2 Personen vielleicht nicht, dann fange einfach ganz an als länger Funktion als Direktor von der Nationalbibliothek Claude seit 2020. Für rund 2012 bis 2020 Direktor von CNL, Succession Sitzteil. Dann schreibst du als Lehrbeauftragter im Bereich Luxemburgistik an der Universität Luxemburg. Wie ich 2010 bis 2012. Kurzzeit. Länger Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am CNL, 2008 bis 2012. Bis mir exotisch 2007 eine Gastprofessur an der Universität of the South in Savoni. An den States. 2006, 2012 als der Universität zu München als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Literatur und Medien bei Professor Dr. Oliver Jahrhaus. Meine den Volksaktivitäten, die auch dann schon den später Assistenz bestimmt und für Herausgaben, weil ein Projekt mit Motorlexikon. Sie hatten alle zum Germain, schon ganz aktiv als als 2007 rausgekommen, 2010 ich bin immer noch erweitert, also ein ganz flottes Projekt. Ja, da kommen wir dann Anfang 2003 promoviert mit Europa-Inszenierung im 19. Jahrhundert, Europabilder und Ideen zwischen Wiener Kongress und Reichsgründung. Im Fach Neurodeutsche Literatur. Wissenschaft. Studium zu Berliner Bamberg. Ich meine, da zu Bamberg. Dafür sage ich auch die 4 Tage. Der Wiener Kongress. Reisfond, ich war nicht so, dass das versteht, was Lehrer sind schon berührt, das eben die Variation. Und für den Rest natürlich dann an der Stadt und die sind mich auch noch gegangen. Ich meine, es sind durch. Ich schreibe mir ganz viel, dass ich was da kriegen wir die 4 Tage. Das also eine ganz große Merci für die Invitation und auch für die ganze Vortrag. Der Vortrag handelt auf Deutsch. Lassen Sie mich mit einem Rätsel beginnen. Am 28. Juni 1879 ist in der Zeitung Der Arbeiter, Organ der Arbeiterbevölkerung Luxemburgs, zu lesen. Nachstehender Zettel wurde von einem unserer Freunde auf dem Glacis beim Hause Wester gefunden. Da es demselben unmöglich war, diese rätselhafte Inschrift zu entziffern, so wendet er sich an seine Kameraden mit der Bitte, ihm hierbei behilflich zu sein. Hier die Inschrift. Ares Eristist AG
Westers Old Art. Diese Aufforderung stand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Zeitungen beliebten Kolumne des Rätsels. Am 5. Juli wurde das Rätsel gelöst. Die Auflösung ist ein Ausspruch im bayerischen Dialekt und lautet: "A Reservist ist ein gewester Soldat." Zunächst einmal ist die Antwort korrekt. Denn nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst werden frühere Soldaten automatisch zu Reservisten. Es ist nicht ersichtlich, weshalb in einem bis 1867 überwiegend preußischen Bundeskontingent der Spruch auf Bayerisch an der Hauswand eines Restaurants stehen sollte. Vielleicht ist allein die dialektale Verfremdung auch nur dem Rätsel inhärent, wonach der Dialekt die Lektüre eines ansonsten einfach zu lösenden Rätsels erschwert, das lediglich durch eine syntaktische Anordnung fragmentierter Wörter irritiert. Das Rätsel scheint mir indes symptomatisch für eine Leserschaft, in diesem Falle die Arbeiter, die dem Militär skeptisch gegenüberstehen. Tatsächlich kritisierten Sozialisten im 19. Jahrhundert das Militär als ein Instrument der Unterdrückung der Arbeiterklasse im Interesse des Kapitalismus. So sei das Militärwesen Ausdruck der Ungleichheit vor dem Gesetz zwischen Arbeitern und der herrschenden Klasse. Ich zitiere wiederum aus dem Arbeiter. Hier herrscht der Geldsack allein und schwingt mächtig seinen goldenen Zepter über die Arme. Wir Arbeiter, müssen bei der Ziehung zum Militär, das zu unserem Glücke nur ein Kinderspiel gegenüber den anderen Staaten ist, über so gut unser Kontingent stellen wie der Reiche, nur mit dem Unterschiede, dass der Letztere sich loskaufen kann vermittels seinem Gelde, während der arme Arbeiter, der kein Geld hat, ganz schön in der Kommissjacke kriechen kann. Ist das Gleichheit vor dem Gesetz? Nein. Im Kriegsfall würden die Arbeiter zudem gezwungen, gegeneinander zu kämpfen, was die internationale Klassensolidarität untergrabe. Auch stehe eine Gesellschaft in der Gefahr, dem Militarismus zu verfallen. Diese Gefahr bestand in Luxemburg eher nicht. Weder zu Zeiten des Bundeskontingents bis 1867, noch zu Zeiten des Luxemburger Jägerbataillons bis 1881 und schon gar nicht danach zu Zeiten der Gendarmen- und Freiwilligenkompanie. Erlauben Sie mir, in diesem Vortrag die Repräsentation des Militärs in veröffentlichten, überwiegend literarischen Texten darzustellen. Dabei begreife ich Literatur im Sinne des New Historicism von Stephen Greenblatt und Louis Monrose, die Literaturgeschichte als Poetik der Kultur konzipierten und deswegen für einen erweiterten Literaturbegriff plädierte. Ich möchte also der Repräsentation des Militärs in Texten des langen 19. Jahrhunderts von 1815 bis 1914 im Schrifttum Luxemburgs nachgehen und mich auf 5 Aspekte beschränken. Ich gehe in den kommenden 65 Minuten zunächst erstens auf die Abwesenheit der Soldatenlieder im 19. Jahrhundert ein, erläutere sodann die Sicht auf die Repräsentation des Militärs bei Michel Lenz und Edmond de La Fontaine, beschäftige mich mit der satirischen Kritik in der Presse ab 1870, etwa mit Witzen, bevor ich die vorgestellten Beispiele mit der panegyrischen Lyrik zu Ehren der Fürsten überwiegend aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kontrastiere. Ich bewege mich dabei bewusst chronologisch von 1914 zurück zu den Anfängen des Großherzogtums und versuche die These zu erhärten, dass das Militär trotz offensichtlicher Präsenz in der Gesellschaft eher ein randständiges Sujet der Luxemburger Literatur ist. Ich beginne mit dem Themenkomplex der Soldatenlieder. Am 4. Oktober
1919 erschien in der patriotischen Zeitschrift Nation folgender Aufruf an die Leser. Wir heilen mit Pläsier, dass die Militärverwaltung ein Lützeburger Zaldotenliederbuch herausgibt. Es soll A. Patriotenlieder, B. Zaldotenlieder enthalten. Der Stoff muss sich auf Lützburger Verhältnisse beziehen. Patriotische Lieder sind am Volkston zu haben. Zaldotenlieder liegt fasslich 3 Strophen höchstens am Marschtempo, 1- oder 2-stimmig mit Pianobegleitung zu komponieren. Alle Lieder sind an Lützeburger Spruch aufzufassen, aber bis zum 15. Oktober und den Herrn Paul Albrecht, Feldwebel von der Militärkapelle, heranzuschicken. Wir bitten uns Lützeburger Poeten, sich mit 2 oder 3 Lieder im Zaldotenliederbruch zu beteiligen, für das uns Jungen, was sie auf Marsch rausrecken, nicht gezwungen sind, den Mund zu halten oder die Wacht am Rhein zu sagen, weil keine Lützeburger Lieder sind. Diese Aufforderung zur Mitarbeit ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Erschienen ist der Aufruf in der Zeitschrift Nation, die von Lucien König, besser bekannt als Sigi von Lützeburg, im Kriegsjahre 1915 gegründet worden war. Im programmatischen Editorial der Erstausgabe hieß es, den Hauptzweck von unserer Revue als Dienlichkeit in dem Lützeburger Volk zu predigen und zu realisieren. Lucien König beklagte nicht nur die unvermeidbare militärische Ohnmacht während der Militärbesatzung des Großherzogtums durch das deutsche Heer, sondern verwies auf die völkerrechtsverbindliche und in internationalen Verträgen garantierte Neutralitätsverpflichtung, die bis 1914 in der Luxemburger Staatsräson zementiert war und zugleich als Garantie für die Unabhängigkeit und territoriale Unverletzbarkeit des Großherzogtums galt. König setzte der sich als Schwäche erwiesenen Neutralitätspolitik einen bekennenden Patriotismus entgegen, der im Zeichen einer Einheit stünde und Ausdruck eines gemeinsamen und einigenden Volkswillens sei, der sich durch Abgrenzung nach außen charakterisiere. Zugleich, und es ist wichtig, formulierte er einen Gegenentwurf zum Liberalismus von Staatschef Paul Eichen, der gerade in der Neutralität die völkerrechtliche Grundlage eines souveränen Staates gesehen hatte. Einigkeit ist für König politische Losung und intellektuelle Aufgabe zugleich. Dass nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und nach den Unruhen des Jahres 1919 gerade eben in der Zeitschrift Nation der Aufruf der Militärverwaltung zu einem Soldatengesangbuch abgedruckt und propagiert wurde, wundert nicht. Der Neutralität wurde so mangels einer militärischen Aufrüstung zumindest eine symbolische, gesangliche Kampfbereitschaft entgegengesetzt. Es ging um eine Mobilmachung in Worten und Klängen. Statt mit Waffen wappnete man sich mit Gesangbüchern für einen Propagandafeldzug, der auf publizistischer Ebene und im Kontext der internationalen Diplomatie durchaus notwendig war, um die Unabhängigkeit als Ausdruck eines geeinten Volkswillens zu behaupten. Angesichts des international als zweifelhaft beäugten Verhaltens der Luxemburger Regierung im Ersten Weltkrieg sah sich das Großherzogtum nach 1918 in der Pflicht, seinen Unabhängigkeitswillen herauszustreichen. Das Projekt eines patriotischen Soldatenliederbuches ist jedoch nicht nur im Kontext des Ersten Weltkrieges zu verstehen, sondern ist auch eine Reaktion auf die Diagnose, dass das Luxemburg des 19. Jahrhunderts, insbesondere der zweiten Hälfte, in dem der Friedens- und Neutralitätsdiskurs dominierte, von einer mentalen Demilitarisierung geprägt war. Dies ist auch daran festzumachen, dass es keine eigene Tradition von Soldatenliedern gibt. Dass gerade die Dichter und Komponisten von Albrecht zu einer soldatischen Liederproduktion in die Pflicht genommen werden sollten, ist
als implizite Kritik zu verstehen, dass eine solche im 19. Jahrhundert ausgeblieben war. Tatsächlich ist mir kein einziges Soldatenlied in luxemburgischer Sprache aus dem 19. Jahrhundert bekannt. Man konnte gespannt sein, wie die Luxemburger Dichter auf die Ausschreibung reagieren sollten. Im März 1921 erschien das Litzeburger Zaldote-Liederbuch. Von der ursprünglichen Konzeption mit einer Aufteilung von patriotischen und Soldatenliedern ist nicht mehr die Rede. Paul Albrecht druckt 40 Lieder in luxemburgischer Sprache ab, wobei sich mir keine ersichtliche Anordnung ergeben hat. Beigetragen haben zeitgenössische Dichter wie Lucien König, Edmond Joseph Klein, Harry Godefroy, Willy Görgen, Demi Schlechter und andere. Vertont wurden die Lieder von Gustav Kahnt, Viktor Goldschmidt, Fernand Mertens und Paul Albrecht, bis auf Goldschmidt, allesamt Dirigenten der Militärmusik. Und jetzt, nur 6 Lieder stammen aus dem 19. Jahrhundert, was mir ein nachdrücklicher Beleg für die These von der relativen Abwesenheit der Repräsentation des Militärs in der Luxemburger Literatur des 19. Jahrhunderts scheint. Welche sind diese Lieder? Temersch und Le Feuilleron von Michel Lenz sind patriotische Lieder und keineswegs Soldatenlieder. Auch kommt darin das Militär nicht direkt vor. Die anderen 4 Lieder haben einen Bezug zum Militär. Le Cabrol vom Contingent Ons Armee und Wir sie glücklich von Michel Lenz sowie Bringt uns Wurmeldinger hier aus der Operette Der Remplaçant von Edmond de La Fontaine genannt ist. Um Soldatenlieder handelt es sich, bis auf ein Beispiel, womöglich eher nicht, wie noch zu zeigen sein wird. Es ist aber nur schwer vorstellbar, dass in den Garnisonsstädten nicht gesungen worden wäre, wie in niederländischen und preußischen Garnisonen üblich. Ein Hinweis darauf, dass Echternach, Diekirch und Luxemburg keine Ausnahmen waren, ist in der Satirezeitung De Kuckuck zu finden, wo ab 1925 in der Kolumne Folklore Lieder erschienen, die angeblich gesungen worden sind. Wie etwa Zaldote-Marsch vom Jägerbataillon 1860, gesungen vom Hauptmanns Jengel Arne Militzmann am Petter Wöllen beim Wohneschböck. Oder Zaldote-Marsch, gesungen vom Schute Schmisch, Militzmann beim Jägerbataillon zu Erster nach 1863 oder Kriegers Abschied. Diese Texte mitsamt Noten wurden eingereicht, nachdem Guillaume Kinsley, genannt Brully, die Leser über den Kuckuck aufgerufen hatte, alle jene Lieder einzuschicken, die bei der Ucht, also dem geselligen Beisammensein, abends an der Feuerstelle im 19. Jahrhundert gesungen worden sind. Der Kuckuck nahm sich vor, die Volkslieder zu publizieren, die von unseren Eltern, Groß- und Urgroßeltern gesungen wurden. Kinsley veröffentlichte in der zwischen 1926 und 1928 erschienenen dreibändigen Sammlung An der Ucht, Lieder aus aller Zeit, gesungen vom Lützburger Volk, noch weitere Lieder, die dem Soldatentum zugewiesen werden können, sodass Paul Albrechts These von fehlenden Soldatenliedern zumindest in Frage gestellt werden muss. Denn wer Brullys Anthologie durchliest, wird nicht umhin können festzustellen, dass nicht wenige Lieder einen militärischen Hintergrund haben oder Soldaten als lyrisches Subjekt oder als lyrischen Gegenstand benennen. Wer aber diese allesamt auf Deutsch verfassten Texte genau liest, merkt rasch, dass sie nur bedingt spezifisch auf einen Luxemburger Kontext eingehen. Tatsächlich, das werde ich jetzt nicht nachweisen, sondern die Analyse hat ergeben, handelt es sich um Soldatenlieder aus Preußen, Sachsen, Nassau, Holstein und anderen Staaten, zumeist aber auch aus dem späteren Kaiserreich. Die Titel solcher Lieder sprechen Bände. Heimat, o Heimat, ich muss dich verlassen, über einen in Frankreich sterbenden Soldaten.
oder bei Sedan, wohl auf der Höhe, über einen Reiter aus Saargemünd oder zu Mantua in Banden über Andreas Hofer. Es handelt sich demnach um deutsche soldateske Importlyrik, die vermutlich in den Garnisonen gesungen wurde und sich so ins Gedächtnis der Luxemburger Familien eingeschrieben haben, aber sie entstammen nicht einer eigenständigen Lyrikproduktion. Einzelne Lieder sind allenfalls leicht adaptiert worden. In Bezug auf die Soldatenlieder kann als erstes Fazit festgehalten werden, dass Soldatenlieder aus deutschen Staaten populär und bekannt waren. Eine eigenständige Soldatenliederproduktion aus Luxemburg gab es im 19. Jahrhundert indes nicht. Auch verhandelten nur vereinzelte Lieder überhaupt das Soldatentum in Luxemburg. Dazu gehört, ich komme zum zweiten Punkt, Michael Lenz. Das sechsstrophige Lied Mir sie glücklich stammt aus dem Jahre 1867 und wurde von Michael Lenz verfasst und vertont. Mir sie glücklich, mir sie frei, aber wir wollen nicht bleiben, gibt den für Michael Lenz üblichen Ton an, bei dem die politisch konzipierte Freiheit mit dem friedlichen Zusammenleben innerhalb einer Gesellschaft verknüpft wird. Er bleibt auch dem in anderen Liedern besungenen liberalen Programm verpflichtet, wonach Fleiß mit Wohlstand einhergehe, Freude und Arbeitsamkeit einander bedingen. In der 4. Strophe wird die Vaterlandsliebe mit dem Freiheitsgedanken begründet und in der uns interessierenden 5. Strophe werden nunmehr die Garanten für dieses glückliche Los benannt und es gibt 3. Erstens die Regierung, wobei hier insbesondere die geringe Steuerlast hervorgehoben wird. Zweitens, zweiter Garant, der als Prinz bezeichnete Statthalter von Luxemburg, Prinz Heinrich, der über das Land wache, sowie drittens 300 Mann, das uns ganz armee. Ganz offensichtlich handelt es sich nicht um ein Soldatenlied, sondern um ein patriotisches, in dem dem Soldatentum gerade einmal ein einziger Vers zugewiesen wird. 300 Mann, das uns ganz armee. Doch was können wir daraus schließen? Das Lied ist offensichtlich nach dem 11. Mai 1867 entstanden, als infolge der Luxemburger Krise beim Londoner Kongress die Neutralisierung des Landes und der Abzug des Bundeskontingentes, also der preußischen Truppen, beschlossen wurde. Lenz spricht von 300 Mann und dies ist durchaus irritierend. Im September 1867 ziehen nämlich aus Echternach und Diekirch das 1. und 2. Jägerbataillon in die Heiliggeist- und Neutorkasernen ein. Es handelt sich dabei um 800 Mann, die bereits nach 8 Monaten zu einem einzigen Jägerbataillon von 18 Offizieren und 587 Unteroffizieren und Soldaten reduziert wurden. Mit dem Gesetz vom 18. Mai 1868 wurde das Jägerbataillon zu 4 Kompanien mit insgesamt 500 Mann festgeschrieben, die zur Aufgabe hatten, die innere Sicherheit und Ordnung zu gewähren. Dass der ansonsten bestens unterrichtete Michael Lenz von 300 Mann spricht, ist nicht anders als eine Kritik an der gesetzlich festgeschriebenen Heeresgröße zu verstehen. Denn Lenz war dafür bekannt, geringe Staatsausgaben und eine geringe Steuerlast einzufordern. Zwar wird er sich über die Auflösung des Bundeskontingentes ebenso gefreut haben wie über ein luxemburgisches Jägerbataillon, aus dem im Ausland geborene Offiziere trotz Naturalisation entlassen oder pensioniert wurden, aber für Ausgaben fürs Militär wird er wenig übrig gehabt haben. 300 Mann sind demnach eher als Forderung oder als Wunsch, denn als ein Hinweis auf die tatsächliche Größe zu verstehen. Hinzu kommt, dass sich Lenz zum Militär insgesamt eher kritisch äußerte, etwa im 8-strophigen satirischen Lied
uns Armee, das Gustav Kahn 1892 vertonte und das in dem 1887 erschienenen Band Hirschblumen erschienen war. Das Lied muss nach dem Gesetz vom 16. Februar 1881 entstanden sein, als das Luxemburger Jägerkorps zugunsten eines weiter reduzierten Kontingentes aus Gendarmen und Freiwilligenkorps aufgelöst worden war. Wenn das Lied anstimmt mit dem Vers "Wir haben kein Bataillon", ne? So verweist dies direkt auf die Auflösung des Jägerbataillons. In der zweiten Strophe, die mit den Versen beginnt, 200 Mann, kein hoher Armee, das unserem Land sind ganze Armee. Dann wird hier offensichtlich, dass er das neue Korps meint, wobei er auch hier wiederum die Zahl des Kontingentes bewusst reduziert, umfasste das Kontingent durch eine Kompanie von 125 Gendarmen und eine Kompanie von 140 bis 170 Soldaten und Unteroffizieren sowie 9 Offiziere. Also wiederum eine bewusste Reduktion der Zahl. Die Zeitgenossen haben das erkannt. Lenz begreift unter der Armee durchaus das Gendarmen- und Freiwilligenkorps, wenn er in der 4. Strophe unterstreicht, was das neue Gesetz ausdrücklich beinhaltete. Im Grunde paraphrasierte Lenz das Gesetz, wenn er schreibt: Sie treten all freiwillig an hun Show, du gehen sie dran. Geht gut abgeschafft, eingeschifft. Für Straßen, Wehen, Waldfischerei, Gendarmergard in Schmugglerei, Platzen an der Post. Tatsächlich sah das Gesetz nach dem Prinzip un bon soldat d'abord, un bon fonctionnaire en second lieu vor, dass die Soldaten nach dem Dienst als Förster, Gendarmen, Grenzbeamte oder als Staatsdiener bei der Straßenbauverwaltung oder bei der Post arbeiteten. Hervorzuheben ist, dass Lenz im Gedicht die pazifistische Ausrichtung der Armee in den Mittelpunkt stellt. Bereits in der 1. Strophe reduziert er in satirischer Absicht die Artilleriekraft auf gerade einmal 3 Kanonen. 2 schießen auf den Königsdach, an wo kein Mensch nach Tod genach. Die dritte davon, die rascht, weil sie erst schon einmal wascht. Diese ebenso Humor wie Ironie evozierende Untertreibung unterstreicht natürlich zunächst die Tatsache, dass kein Luxemburger Soldat im 19. Jahrhundert in Luxemburger Armeen in kriegerische Auseinandersetzungen involviert war. Sie ist aber auch als eine Forderung von Lenz zu verstehen, nicht im Kriegsgeschehen involviert zu werden. Der Grund dafür, also der Grund für Lenz' Misstrauen ins Militär, ist in seinem Liberalismus zu sehen, wonach der internationale Handelsaustausch das wirtschaftliche Gedeihen gewährleistet und Wohlstand nur durch einen politischen Frieden garantiert ist. Entsprechend heißt es, die Krieger ruinieren Welt. Sie bringen Elend, kostet Geld. Ganz Menschheit dran. Mehr noch als die kantianische Idee eines auf die Aufklärung zurückgehenden Weltfriedens, der in diesen Versen anklingt, ist Lenz vor allem davon überzeugt, dass staatliche Militärausgaben die wirtschaftliche Entwicklung abbremsen. Dies ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass Lenz' Liberalismusvorstellung sich weniger auf die beginnende Industrieproduktion bezieht, als auf den Warenhandel. So mahnt er in der 6. Strophe auch die Aufrüstung bzw. die Heeresgröße des Wilhelminischen Reiches und Frankreichs an, weil diese Staaten dadurch volkswirtschaftlichen Schaden nehmen würden. Das Dinge könse da ja stehen. Eine Kritik, die er im Gedicht Sankt wie nass wiederholt. Lenz verweist dabei auch auf die Grenzregionen der Nachbarländer, in denen sich der Wohlstand im Vergleich zu Luxemburg weniger schnell entwickle, eben wegen der wachsenden Militärausgaben in den benachbarten Ländern. In der 7. Strophe, die Paul Albrecht im Lützeburger Zaldote-Liederbuch bezeichnenderweise weggelassen hat, ergänzt Lenz den Gedanken des grenzüberschreitenden Handels, Agide bei uns als Frau, wann nur verlosen uns Arau uns klein Geschäfte machen.
Bei Lenz verliert das Militär die Aufgabe der Landesverteidigung. Das Korps scheint für ihn ein Instrument der inneren Sicherheit und Ordnung, Gendarmerie, Zoll, Försterei und insbesondere als eine Schule für angehende Beamte zu sein, deren Aufgabe in einem liberalen Staat es ist, Wirtschaft und Handeln sowie sozialen Frieden zu fördern. Dabei steht immer wieder eine geringe Einflussnahme durch den Staat im Mittelpunkt, wozu denn auch eine kleine Armee gehören soll. In seinem Erstlingswerk Spaß am Irsch aus dem Jahre 1873, in dem Michael Lenz bereits zuvor verfasste Gedichte und Lieder zusammentrug, befindet sich das Lied de Cabrol vom Contingent über den rangniedrigsten Unteroffizier, der in den Luxemburger Zeitungen mit dem Brammer basierenden Soldaten und Nichtsnutz in Verbindung gebracht wird. Das 5-strophige Lied, das aus der Sicht des Korporals das Treiben eines Unteroffiziers im Alltag schildert, scheint die Zeit vor dem Luxemburger Jägerkorps zu kommentieren. Das Lied beschreibt zunächst das feine Aussehen des stolzen Unteroffiziers, der sich durch Haltung, gewichsten Schnurrbart, blitzblanke Uniform auszeichnet und außerhalb der Kaserne Eindruck machen will. Der Contingent, der wird gefahren. Vor allem auf junge Damen hat er es abgesehen, die den Blicken des Korporals kaum widerstehen können. Wenn an blitzig lidisch feier, das Irscher wie beim Becks die Büchse. In nur 2 Versen versteht das Lenz aus dem Metaphernfeld des Militärs die anbahnende Eroberung eines Frauenherzens zu skizzieren. Die feurigen Blicke, die wie die Strahlen die jungen Damen visieren und die wie ein Schuss aus dem phallus konnotierten Gewehr erfolgen, lassen keine Zweifel darüber aufkommen, wonach der Korporal trachtet. Die 3. Strophe ist denn auch eindeutig. So ein Herz, das kann es haben. Es wird sich Soss. Das wie ein Festung, die muss fallen, wann es der Engstunde beschoss. Dynament kapituliert, am Ösch die General. Hurra, hurra, da kommandiert in anderen auch immer. Die Worte entlarven den Korporal, wie er in der Literaturgeschichte seit der Komödie Bramarbas oder der großsprechliche Offizier von Ludwig Holberg 1741 eingegangen war. Der rangniedrige Unteroffizier ist lediglich ein Prahlhans. Der Korporal diskreditiert sich in seiner sich aufplusternden und angeblichen Rede in den Strophen 4 und 5, in denen er sein angebliches Verhalten im militärischen Kriegsfalle beschreibt. An der Krieg. Die Ärmer kommen, Troplas am Sturmschritt. Ich habe erklärt, bei Lenz muss man wirklich immer bewusst sein, Dix hatte mir das vorgeworfen, es klingt immer sehr deutsch bei ihm. Also Sturmschritt heißt Sturmschritt. An der Krieg. Die Ärmer kommen, Troplas am Sturmschritt. Aber wenn hier Kugeln sprungen, es stehen nicht zurück. Brummen ist Brummen. Und in der 6. Strophe meint er, dass das Kontingent in Reihe und Glied stehe wie Stohl am Eisen und die Gegner in die Flucht schlagen würde. Angesichts der Tatsache, dass das Bundeskontingent nie in Gefechte geraten ist, ist die Beschreibung des Mutes nur selbstentlarvendes Sichholen. Ich komme zu Dix und zur Rekrutenaushebung. Am 21. November 1863 wird der Einakter der Remplaçant im Cercle vom Turnverein aufgeführt. Dieses Comediestück von Edmond Lafontaine mit der Musik von Caspar Matthias Spohr erscheint unter dem Pseudonym Dix. Knapp 9 Jahre nach dem fulminanten Erfolg des Schollschein 1855, dem innerhalb eines Jahres noch 3 weitere Vaudevilles mit Musikeinlagen folgten. Danach war es ruhig geworden um Dix und das Stück der Remplaçant über die seit 1817 praktizierte Rekrutenaushebung per Losverfahren für Luxemburger Soldaten
und die Suche nach einem Ersatzmann, den man bezahlt, damit man sich vom Dienst freikauft, kommt doch etwas überraschend. Zum Zeitpunkt der Aufführung ist es so, dass in Echternach und Diekirch die Jägerbataillone kaserniert sind. Das Stück, kurze Inhaltsangabe, das Stück erzählt vom Bauernsohn Möschel Schöppestill, der sich vom Wehrdienst freikaufen will, weil er Schöpferungs Nichte Lisebeth heiraten will. Der zuweilen derbe, aber doch herzensgute und offene Schöpferung willigt in die Hochzeit nur ein, wenn Möschel den auf 3 Jahre angesetzten Militärdienst verhindern kann. Doch der geizige Landwirt tut sich schwer bei der Suche und Lisebeth liebt ihn sowieso nicht. Stattdessen ist sie in den aus der französischen Armee und der Fremdenlegion heimkehrenden Korporal Pierrelet verschossen, den Sohn des Sergeanten Blexer. Schöppestils Plan, Pierrelet als Ersatzmann zu bestimmen, scheitert daran, dass Pierrelet Deserteur beim Bundeskontingent war und daher nicht straffrei zurückkehren kann. Das Stück lebt vom Kontrast zwischen vermeintlicher Bauernschleue und prahlerisch vorgetragener Soldatenehre, zwischen Scholle und Welt, zwischen egoistisch herzlosem Sicherheitsbedürfnis und soldatisch beherztem Draufgängertum. Entgegen dieser in der Forschung gängigen Deutung scheint mir das Stück, das die Struktur eines Eheanbahnungsstückes hat, doch eher ein Sittenbild des Soldatenwesens in den 1850er und 1860er Jahren zu sein. Das möchte ich nunmehr ausführen. Also das Stück ist im Grunde nicht nur ein Comedy-Stück, sondern ein Sittenbild des Soldatenwesens. Das wird bereits am Beispiel der Dienstgrade erkennbar. Dix entwirft eine Dreierkonstellation von Grenadier, Sergeant und Korporal in insgesamt 4 Armeen. Die 3 Soldaten stehen im Dienst Napoleons, des niederländischen Königs, des Bundeskontingents und der Fremdenlegion. Im Stück tritt Chevron, ein alter Grenadier aus der Napoleonsarmee, auf, der in Russland 1812 und in der Leipziger Völkerschlacht 1813 gekämpft hat, also die Schlachten verloren hat. Ein Grenadier gehört zur militärischen Elite in einer Infanterie und wird an entscheidenden Momenten und in gefährlichen Situationen eingesetzt. Aufgrund der ihm zugewiesenen Ehre setzt er sich etwas ab vom Sergeanten, der zwischen einem Unteroffiziersrang des Korporals und dem Vizefeldwebel stand. Blexer, der pensionierte Sergeant, einst Soldat unter dem niederländischen König in Batavia, Indonesien und nunmehr Wirtsmann, steht im Ansehen über seinem Sohn, dem Korporal Pierrelet, der aus dem Bundeskontingent desertierte, um sich der Fremdenlegion anzuschließen. Während Blexam dem Sohn nicht verzeiht, dass er sich verdünnisiert habe und so sei Vorndel am Stich gelos und dem Kindig sein Eid gebrochen habe, hält Schöpferung dagegen, dass Pierrelet den tapferen Kampf in der Fremdenlegion gesucht habe, zunächst in Afrika. Als Berufssoldat habe er sodann im Krimkrieg, in den Schlachten an der Alma 1854, bei Inkermann 1854, im Sardinischen Krieg bei Solferino 1859 und Magenta 1859, im Zweiten Opiumkrieg bei Palicao 1860 und bei der französischen Intervention in Mexiko bei Puebla 1852 gekämpft hat. Pierrelet ist nur bedingt resozialisierbar. Er ist Alkoholiker und Analphabet, so bedauert er, keine Lehre gemacht zu haben. Der Deserteur aus dem Bundeskontingent wird am Ende des Stückes auf Wunsch des Vaters wegen seiner Tapferkeit bei der Fremdenlegion vom Prinzen begnadigt, was, wie so vieles im Stück, wenig plausibel ist, aber im Grunde der poetischen Gerechtigkeit zwingend geschuldet ist, damit es überhaupt zu einer Hochzeit kommen kann. Der Korporal Pierrelet ist nicht nur ein
Berufssoldat, sondern als jemand, der in der Welt herumgekommen ist, natürlich ein Weiberheld. Dessen rühmt er sich in der Arie, eine Spur auf viele Länder, doch gesteht er, und Sie kennen das Zitat, Engel, weh zu Lützeburisch, und es Näheres ist. Doch tut sein Frauenheldentum, das unweigerlich mit seinem Soldatentum zusammenhängt, seiner moralischen Integrität im Stück keinen Abbruch. Zudem sei es Bestandteil des Soldatenlebens, dass man ein äußerlich ansehnlicher Mensch werde, ein proprium, ein gewichste Kadett. Die ungestüme Eroberung der Frauen gilt im Stück nicht als moralischer Makel, sondern als mannhafte Tugend, so gesteht der alte Chevron, aber so wo ich grad wie ich Jungfrau. Do wo kein Festungsmauer so heich, a ke Fralats hier so zäh, das alles Kredi am Padenscharsch abholge. Neben den 3 Dienstgraden, die als Typen gezeichnet werden, kommen die Soldaten auch als Masse vor. So beginnt das Stück mit dem Gesang der Milizionäre, dem populären Lied Bringt uns Wurmeldinger hier, ein Sauflied der Soldaten, in denen eine Flasche Riesling nach der anderen entkorkt wird. Bringt uns Wurmeldinger hier, Blitzenbrüder bringt er hier, will man ein Saldochen tun, da muss man auch ein Passmal tun. Bringt uns Wurmeldinger hier, Blitzenbrüder bringt er hier, will man ein Saldochen tun, da muss man auch ein Passmal tun. Rob am Stock, grad doch, grad doch. Rob am Stock, grad doch, grad doch. Bringt uns Wurmeldinger hier, Blitzenbrüder bringt er hier, will man ein Saldochen tun, da muss man auch ein Passmal tun. Blut, wir starten mit dem Kampf, Krieg, wir starten ab, Krieg, wir sterben Flucht, wir sie und nach dem Glück, sie kommen alle Guten, von die Christ auf von erster Nacht, nach ja, ihr Obstem, Kuckerin, komm mal leben nach, Kuckerin, komm mal leben nach, Kuckerin, komm mal leben nach. Bringt uns Wurmeldinger hier, Blitzenbrüder bringt er hier, wenn man ein Saldochen tut, dann muss man auch ein Apfel tun. Jo, wenn man ein Saldochen tut, dann muss man auch ein Apfel tun. Blöd am Stock, klapp, 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 klapp. Im Lied werden die Eltern der eingezogenen Soldaten beruhigt, da bislang keiner in der Dienstzeit verstorben sei und jeder quicklebendig aus den namentlich genannten Kasernen in Echternach und Diekirch zurückgekommen sei. Bereits der feuchtfröhliche Beginn des Vaudevilles mit diesem Lied nimmt der Thematik der Dienstverpflichtung und der Rekrutenaushebung sowie der Einberufung die existenzielle Schärfe. Da weder Tod noch Kampf drohen, denen im Gegensatz zu den jüngeren Milizionären der Grenadier, der Sergeant und der Korporal Pirli ausgesetzt waren, bedeutet die Einberufung zunächst nichts anderes als eine Störung des Alltagslebens und der zivilen Tätigkeit. Zudem wird der Soldatenalltag in Meschels Arie Es sind ein armer Rekrut als langweiliges, beschwerliches Dasein bedauert, das von Gehorsam, törichten Arbeiten wie Besenreinigen, schlechten Mahlzeiten und Ähnlichem charakterisiert ist. Der Remplaçant unterscheidet also zwischen dem Dasein von Rekruten einerseits und den Berufssoldaten andererseits, welche verherrlicht werden. Mut, Tapferkeit und Loyalität gelten als Tugenden. Zwar wird der Analphabetismus der Soldaten generationenübergreifend bedauert und auch Verletzungen werden erwähnt,
Doch wiegen die Erinnerungen an die auch verlorenen Schlachten und daran, dass man die Welt erkundet hat, schwerer. Dass die Reintegration in die Gesellschaft nach der Heimkehr nicht wirklich gelingt, fällt nur auf, wenn man das Stück gegen den Strich liest. Blexer kann als Wirt seinem Sohn nicht Unterhalt bieten. Auffällig ist, dass die Frauenhelden Chevron und Blexer allein leben und lediglich, wenn überhaupt, Rumpffamilien haben. Chevron musste gar für die Enkelin Dienstmagd und Mutterersatz spielen. Das in der Arie an einem jungen Leutnant besungene Versprechen, dass jeder Soldat eine Frau erhalte und dass je nach Dienstgrad dies den Militärangehörigen sehr leicht falle, verweist nur auf die Problematik, dass ehemalige Soldaten wohl Schwierigkeiten hatten, sich in ein Familienleben hineinzugewöhnen. Das Stück der Remplaçant endet mit der gattungsüblichen Hochzeit, aber es wagt keinen Ausblick. Die Rückkehr in das zivile Leben wird nicht ausgemalt oder angedeutet. Hingegen zeigen die gebrochenen Biografien von Chevron und Blexer sowie der Alkoholismus und Bildungsmangel von Pirelli, dass das Soldatenleben keineswegs Ruhm und Ehre mit sich bringt. Nahezu ausgeblendet bleibt im Stück der Souverän, der obgleich er nicht in Erscheinung tritt als Deus ex machina fungiert, indem er Pirelli befreit. Ich komme zum vorletzten Punkt, zum Militär in der satirischen Kritik nach 1870. Pierre Marsan hat nachgewiesen, dass die Figur des preußischen Soldaten in den spärlichen Verweisen, die sich in der Literatur überhaupt auffinden lassen, immer nur als anonyme Gestalt erscheint, die zwar erwähnt wird, nicht jedoch selbst zu Wort kommt oder in ihrer Individualität dargestellt wird. So tritt der preußische Soldat in der Literatur zumeist als Bewacher der Festung, also als Wachmann auf, so etwa in Antoine Meyers Gedicht Nursch. Oder er tritt auf als Eroberer der Frauenherzen. Die verschwindend geringe Präsenz der Soldaten in der Literatur verändert sich im 19. Jahrhundert zwar nicht grundlegend, aber die Art der Kritik ändert sich. Bezeichnend sind die vermehrt nach 1870 in den Zeitungen, besonders in den Satirezeitungen der Lützeburger Kladderadatsch und der Lützeburger überlieferten Soldatenwitze. Vermehrt tauchen sie in den 1880er und 1890er Jahren auf, ein Hinweis darauf, dass nunmehr nicht das Bundeskontingent, sondern konkret die Freiwilligen anvisiert ist. Bevor ich dieses Phänomen zu erklären versuche, zunächst einmal ein paar Beispiele. Ein stark angeheiterter Soldat kommt beim Nachhausegehen so ins Schwanken, dass er sich an einer Hausecke festhalten muss. Sein Hauptmann geht in diesem Moment vorbei und fragt: Nun, was machst du denn da? Worauf der Soldat antwortet: Herr Hauptmann, die ganze Stadt geht mit mir rum und da warte ich halt, bis meine Kaserne vorbeikommt, dann schlüpfe ich schnell hinein. Erster Instruktion. Ein Offizier. Wie lang marschiert der gute Soldat? Gemengeputsch. So lange wir kann. Ein Offizier. Nee, dumme Kirre, marschiert so lange, wie sie nicht mehr kann. Dieser Witz wurde auch im Arbeiter übernommen. An unserer Kaserne, den Unteroffizier an der Instruktion. Was muss ich in der Lümmeln für mit militärischen Ehre begrüben zu gehen? Den Soldat, dort, Herr Sergeant. Naiv, Madame. Marie. Den Soldat, den ihr immer besichern könnt, gefällt mir nicht. Marie. Soll ich Madame einen anderen holen, Madame? Falsch verstanden. Madame, ich begreife nicht, Gretchen, wie ihr könnt man so einen ganz Gemenge Soldat aufgehen. Gretchen, jo geldiert, Madame, ein Sergeant, wären wir auch viele.
Kammerwort. Mama, feierst du dich da kemol, wann's dem am Kannermädchen rausgehst? Der kleine Pulli, oh nee, Mama, könnt immer ein Soldat bei uns, an den die ganz gut wurscht um uns. Ich könnte die Reihe der sich durchaus in Aussage wiederholenden Witze beliebig weiterführen, aber sie werden nicht besser und die Grundmuster haben sie unschwer erkennen können. Es geht erstens um das hierarchische Verhältnis innerhalb der Armee. Ein zumeist höherer Dienstgrad unterstreicht das Machtverhältnis zu einem untergeordneten, zumeist einfachen Soldaten, der indes durch Gewitztheit, Wortgewandtheit und Schleue für den Moment einer Pointe des Verhältnisses umkehrt. Von Witzen freigestellt sind Oberkommandierende wie Major, Kapitän, aber auch die Lieutenants, vermutlich allein deswegen, weil ein Witz über die Oberkommandierenden recht schnell als Diffamierung hätte gelesen werden können. Demnach wundert es nicht, dass in den Witzen zumeist das Verhältnis eines Sergeanten, demnach mit einem niedrigen Status wie Unterfeldwebel, zu einem Soldaten zugrunde liegt, zwischen denen lediglich eine etwa 5-jährige Dienstzeit liegt. Gerade weil Soldat und Sergeant eher näher zueinander stehen, wird das Machtgefälle in den zitierten Witzen besonders drastisch gezeichnet, was mit einem starken Abgrenzungsbedürfnis des Sergeanten zum Soldaten einhergeht und durch grobes Benehmen, derbes Sprechverhalten und Erniedrigungsdiskurse geprägt ist. Aus den Witzen ist indirekt herauszulesen, dass die Tätigkeit bei der Armee als langweilig oder sinnentleert galt, was den wiederholten Hinweis auf punktuelle oder rekurrente Trinkfreudigkeit erklärt. Zweitens gelten überwiegend Soldaten, aber auch Sergeanten als Frauenhelden, die überwiegend gesellschaftlich niedrig stehende Junggesellinnen bedrängen, wobei auch die Attraktivität des Soldaten verstärkt durch die immerzu hervorgehobene schicke Uniform unterstrichen wird. Frauenbilder werden entweder als leichte Beute charakterisiert oder als Personen, die sich den als attraktiv geltenden Soldaten gerne hingeben. Drittens werden die Armee und die Gesellschaft als distinkte Systeme beschrieben, in denen das soziale Handeln unterschiedlichen Gesetzmäßigkeiten oder Gewohnheiten unterliegt, sodass unterschiedliche Werte und Verhaltensformen aufgezeigt werden. Nicht selten verschwinden die Grenzen zwischen Witz, Bonmot und Kurzsatire, wie in folgendem Text aus dem Jahre 1894 in der Litzeburger über den Soldaten an sich. Der Soldat ist kein Mensch, sondern ist schon einer gewesen. Er tut allerlei, was dem Menschen nützlich ist. Zum Beispiel, er lernt gehen. Er bewacht die Schilderhäuser, damit sie nicht gestohlen werden. Er spielt mit dem Spießgewehr, er zieht vom Leder, er putzt Knöpfe, er gibt Acht auf die Velocipedisten, dass sie nicht zu nah rankommen. Er verkauft in der Ausstellung Kataloge, er hilft den Kindermädchen, die Kinder verwahren. Er ist der Hüter ihrer Unschuld und der Abgott der Köchinnen in reiferem Alter, weshalb die Hausfrauen den Krieger oft hinter der Gang- oder Küchentüre sowie im Essschrank vorfinden. Auf dem Marsche legt er sich bei den Bürgern und Bauern ins Quartier, um ihnen die Langeweile zu vertreiben. Er ist fromm, denn er hat viele Patronen. Er lebt truppenweise, er kostet viel, viel Geld. Das Geld aber geben die Steuerzahler gern, denn sonst werden sie gepfändet. Alle im Lauf des 19. Jahrhunderts vorkommenden Stereotypen sind hier zusammengefasst. Soldaten als Schürzenjäger, das kecke und adrette Aussehen, die sinnlose Tätigkeit, die Steuergeldverschwendung für eine Leistung, die nicht im Dienste der Gesellschaft steht und schließlich die Unvereinbarkeit von Gesellschaft und Militär. Die Kritik an der Armee ist insbesondere ab den 1870er Jahren zu beobachten, also mit dem Auszug der preußischen Garnison aus der Bundesfestung. Dies erklärt sich einerseits
wieso nicht bereits vorher? Dies erklärt sich einerseits mit der Pressezensur vor 1848, aber auch mit dem allgegenwärtigen Tabu der Kritik an Obrigkeiten. Die Gefahr, dass ein Witz oder eine Kritik als diffamierende Beleidigung ausgelegt würde, ist durchaus gegeben, wenn man bedenkt, dass insbesondere Offiziere durchaus noch dem Adel angehörten und mit Duellen drohten. Zudem steht der Soldat im Dienste des Souveräns. Vor allem aber gibt es zwischen Armee, Einzelhandel und Handwerk ein wirtschaftlich bedingtes Abhängigkeitsverhältnis, sodass mögliche Friktionen eher vermieden wurden, um nicht etwelche Händel, juristische Sanktionen oder kommerzielle Beeinträchtigungen zu fürchten. Doch auf den an Militarismus, Kadavergehorsam, Drill und militärischer Strenge festgemachte Preußenhass in der Bevölkerung folgt nun eine humorige Kritik am Luxemburger Jägerkorps sowie an der Gendarmen- und Freiwilligenkompanie. Zu bedenken ist, dass der Gegenstand der Kritik sich nunmehr fundamental geändert hat. Die Armee wird nicht mehr mit der preußischen und niederländischen Macht verknüpft, sondern mit dem eigenen Staat. Die Soldaten sind nicht mehr Ausländer, sondern Luxemburger. Und vor allem stellt die Armee keine gesellschaftliche Größe mehr dar. Die Freiwilligen- und Gendarmenkompanie hat ihren Schrecken verloren, Belustigungen über sie sind die Folge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn das Militär in der luxemburgischsprachigen Literatur des 19. Jahrhunderts ein randständiges Thema ist, so kommt es in der ersten Hälfte doch in der deutschsprachigen Luxemburger Literatur vor, verfasst von preußischen Offizieren oder orangistischen Panegyrikern zu Ehren des Souveräns. Solche Lobgesänge sind ein zentrales Genre der Gelegenheitslyrik in der Luxemburger Literatur. Darin kommt auch das Militär vor, da der König Großherzog ja zugleich auch der Oberbefehlshaber ist. Um dies zu verdeutlichen, will ich zum Abschluss meines Vortrags einige Beispiele anführen. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts, vor allem zwischen 1840 und 1867 mit der Schaffung des Luxemburger Jägerkorps, war die Sicht auf das Militär mit Blick auf den Souverän verknüpft. Der niederländische König fungierte als Großherzog Luxemburgs und war Oberkommandierender und oberster Dienstherr. Insbesondere zu Neujahr, Geburtstagen, Inthronisierungen oder Jubiläen entstanden Gelegenheitsgedichte, die in Luxemburger Zeitungen gedruckt wurden und in denen das Verhältnis des Volkes zum Souverän beschrieben wurde. Im Diekircher Wochenblatt, das von Josef Anton Schröll zwischen 1837 und 1849 am Standort der Kavallerie- und Artillerieeinheit herausgegeben wurde, wird 1845 Wilhelm II. Besungen. Wenn in der letzten und 6. Strophe steht: Ja, Wilhelm, für dich sterben die Luxemburger gern. Wir sind der Ahnen Erben und Erben deren Kern, dann ist der Verfasser eher unter dem Offizierkorps zu suchen. Für den Dienstherrn zu sterben ist nur nachvollziehbar, wenn man in einem militärischen Dienstverhältnis steht. Ebenfalls im Diekircher Wochenblatt entstehen im Jahre 1843, also kurz nachdem das Jägerbataillon einrückte, mehrere Gedichte wie, ich zitiere die Titel, Im Krieg, Die Luxemburger Jäger, Der edle Krieger oder Die Reiter im Kriege. Eine kriegerische Poesie als ein, ich zitiere, lobenswerter Versuch, unsere neu gebackene Soldateska zu edlen Taten anzufeuern, wie Alphonse Ennesch in einem seiner zahlreichen Beiträge zum Bundeskontingent begeistert schreibt. Nehmen wir als ein Beispiel das Gedicht Die Luxemburger Jäger von Matthias Georg Zacharias Werner, der aus Bitburg stammte und Lehrer in Mersch und Echternach war. Im 5-strophigen Gedicht zum Jägerbataillon am 4. Februar 1843,
das de facto zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existierte, da es lediglich 53 Kavalleristen noch ohne Pferde zählte. Also zu diesem Zeitpunkt erscheint dieses Gedicht, die Luxemburger Jäger. Darin lobt er die Soldaten ob ihres Mutes und der Bereitschaft, sich dem Fürsten treu ergeben. Im Fall einer Bedrohung des Vaterlandes oder einer Kränkung des Fürsten oder gar eines Angriffskrieges durch fremde Habsucht, Kriegsnot dem Lande zugelenket, würden die Luxemburger Jäger wohlgemut zum Waffenklang eilen. Insgesamt imaginieren die Lieder kampfesbereite Luxemburger Jäger, die immerzu gegen die Franzosen kämpfen. Sehet, Luxemburgs Jäger schlagen frisch die Feinde ohne Zagen. Sollen wir hier müßig weilen, während die Bomben drüben heulen? Frisch drauf schlage tapfer drein, lasst Zaira Franken schreien, Deutsche kämpfen ohn Geschrei, Tapferkeit führt Sieg herbei. Also in der Kompanie gab es gerade mal 50 Kavalleristen ohne Pferd. Auch Pierre Marsan vermutet hinter solchen Gedichten, auch im Luxemburger Wochenblatt, wie an das deutsche Volk, der deutschen Festgesang zur Erinnerung an die Schlacht von Leipzig sowie in Huldigungsgedichten eher deutsch-nationale Loyalitäten der Garnisonsoffiziere. Bei Gedichten wie die Untergebenen an ihren würdigen Kommandeur, also Generalmajor von Gödecke, anlässlich zum Einzug der Garnison in die Bundesfestung, ist die Verfasserschaft inmitten der Offiziere offensichtlich. Auch der Adressatenkreis solcher Lyrik ist innerhalb der Garnison zu vermuten, nicht in der Gesellschaft. So warnt das Gedicht der Reiter im Krieg vor den französischen Feinden, die bereits in das Land eingedrungen seien. Im Gedicht wird Kampfesbereitschaft eingefordert, wobei das dezidiert angesprochene Luxemburger Kontingent, das im Kriegsfalle die preußische Garnison stärken sollte, folgerichtig als deutsches Bundeskontingent begrüßt wird. Ich zitiere: Lasst die Schmach uns rächen, Feindesreihen durchbrechen. Ha, ich sehe es, deutsches Blut rinnet noch in frischer Glut durch die Adern deutscher Brüder. Harmlos singend Kriegeslieder stürzen Luxemburgers Reiter auf den Feind und immer weiter weicht die Frankenschar zurück. Neu bewährt ist Deutschlands Glück. Die Perspektive ist eindeutig die eines preußischen Soldaten, der in einem vermeintlichen Angriffskrieg von Frankreich deutsches Territorium verteidigt. Das Gedicht scheint mir noch in die kriegspsychotische Zeit der Rheinkrise von 1840 zurückzureichen, als der Rhein als Landesgrenze eingefordert wurde und im Deutschen Bund das propagandistische Kriegsgerassel losging. Wenn von kriegerischen Liedern die Rede ist, darf der in Luxemburg geborene Ludwig Marchand nicht unerwähnt bleiben, dessen Großvater 1794 die Festung Luxemburg gegen die französischen Revolutionstruppen verteidigt hatte. Nach den Sekundarstudien am Athenäum, wo er dem von Heinrich Stammer gegründeten Dichterbunde Polyhymnia angehörte, und nach seinem Veterinärstudium in Utrecht trat der überzeugte Orangist Marchand 1830 in die niederländische Armee ein, wo er als Veterinärarzt tätig war und auch am 10-Tage-Feldzug gegen die aufständischen Belgier teilnahm. In politischen Gedichten, in politischen Zeitgedichten, in denen er Stellung insbesondere zum belgischen Aufstand nimmt, lobpreist er die soldatischen Tugenden und den niederländischen König als Oberbefehlshaber. In dem bereits 1824 erschienenen Gedicht Dem Andenken der sonstigen Luxemburger Freischar, in dem er die bedingungslose Treue und die hehre Aufopferungsbereitschaft des vorbildlichen Luxemburger Freiwilligenkorps besingt, vor allem aber in Gedichtbänden wie Anklänge der Zeit und des Kriegers Harfenklänge, verehrt er das Herrscherhaus Oraniens
stellt er die unverrückbare Treue heraus und lobt das unverbrüchliche Band zwischen Luxemburg und Wilhelm I. In manchen Gedichten wie Durst oder Jägerliedlein klingen auch martialische Töne ein und ermahnen zu einem erbarmungslosen Kampf. Jeff Schmieds bezeichnet diese Zeitgedichte als lyrisches Säbelrasseln und unverhohlene Verklärung von Kampf für Gott, Fürst und Vaterland, wodurch die Kampfeslust angestachelt werden soll. Mit kernigen Worten rührt Marchand die Kriegstrommel, das hört sich zum Beispiel so an. Kommt, Patrioten, ihr barbarischen Brüder, ihr Helden alle an des Jünglings Brust. Haut die Rebellenhunde barsch zusammen, begrabet sie in ihrem eigenen Quark. Und ich zitiere aus dem Lied Die Luxemburger Freischar, in dem der Tod der gefallenen Soldaten nicht beklagt werden soll von den Familien. Weinet nicht um jene Helden. Froh vergossen sie ihr Blut. Wenn auch keine Säulen melden, wo der edlen Asche ruht, ist doch manches Herz erfreut, dass sie treu dem heiligen Eid mutig stürzten in den Streit. Nicht, um ehrenvoll zu glänzen, aufgebläht von stolzem Ruhm. Nicht, mit Lorbeer sich zu kränzen, einst infames Heiligtum sprachen sie dem Feinde hohn. Nein, ein Luxemburger Sohn kämpft für Recht und nicht für Lohn. Ihr Fürsten zu beschützen und das teure Vaterland, sah man sie ihr Blut verspritzen, sanft das Schwert in ihrer Hand. Gott war ihr gerechter Hort, Treue war ihr Losungswort, bis zum blutigen Kampf sie fort. Marchand verherrlicht in markigen Tönen die soldatischen Tugenden und Pflichten der Artilleristen, der Grenadiere und auch der Freiwilligen und avanciert so zu einem Vertreter der sogenannten militaristischen Zitadellpoesie, bevor er überraschend 1837 ins belgische Lager wechselte. Zwar wird Marchand in Luxemburg rezipiert, ist aber nicht unwichtig zu wissen, dass seine Gedichtbände in Utrecht und Arlon erschienen sind. Innerhalb der besonderen Gattung der Gelegenheitsgedichte des Herrscher- und Fürstenlobes ist festzuhalten, dass König Großherzog Wilhelm I. eher ein Schattendasein in der Literatur führt, wie Jeanne Glesner ausgeführt hat, wenn man mal von den Gedichten Ludwig Marchands absieht. Erst mit der Thronbesteigung 1840 von Wilhelm II., mit dem große Erwartungen verknüpft waren, entstand eine Legion panegyrischer Lyrik. Auffällig dabei ist, dass Wilhelm II. In den Huldigungsgedichten kaum noch als Oberbefehlshaber besungen wird, auch wenn der König als Friedensgarant und Schutzmann als Topos vorkommt. Nur selten wird wie bei Viktor Klein die ruhmreiche Karriere des Feldherrn beschrieben. Trotz der militärischen Präsenz in Luxemburg, trotz der Einberufungen Freiwilliger in die niederländische Armee, trotz der Neuordnung des Militärs im Rahmen des Bundeskontingentes wird in den panegyrischen Texten der König Großherzog als Oberbefehlshaber kaum hervorgehoben. Zwar wird der Fürst immerzu als Schutzpatron apostrophiert, doch ist dies wirklich eher als ein Topos zu verstehen, da keine weiteren Bezüge zum Militär hergestellt werden. Auch dies werte ich als einen Hinweis auf die in Luxemburg vorherrschende Skepsis gegenüber dem Soldatenwesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zu einem kurzen Schlussfolgerung kommen. Es gibt im 19. Jahrhundert keine Soldatenlieder in luxemburgischer Sprache. Dies ist insofern folgerichtig, als die Luxemburger Reservisten nicht in einer eigenen Armee dienten, sondern in fremden Regimentern und es demnach keinen Anlass für eine eigene militärische Sangeskultur geben konnte. Es gibt auch nur wenige Beispiele für die Repräsentation des Militärs in der jungen Literatur. Mit Ausnahme von Dicks Stück Der Remplaçant finden sich Relikte einerseits nur
in sehr kurzen Texten, zumeist Gedichten und Liedern. Andererseits kommt die Armee immer nur kurz oder eher am Rande vor und sind demnach für das Verständnis des literarischen Textes nicht zentral. Erst mit der Schaffung einer luxemburgischen Kompanie und mit der allmählichen Loslösung des Militärs von Preußen und den Niederlanden wird das Sujet literaturfähig und erhält eine gewisse, wenngleich immer noch eingeschränkte Relevanz. Dass das Militär in der luxemburgischsprachigen Literatur des 19. Jahrhunderts vergleichsweise gering ausfällt und sodann vor allem in humoriger oder satirischer Absicht erscheint, scheint mir auch eine Reaktion zu sein auf die deutschsprachige Luxemburger Literatur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als dem preußischen und niederländischen Militär nahestehende Autoren zuweilen auch Offiziere selbst Poesie verfassten und entsprechend eine militärerhebende literarische Verhandlung in der Tradition der Kriegslyrik des 18. und 19. Jahrhunderts popularisierten. Von einer solchen Literaturproduktion schien man sich in Luxemburg ab den 1860er Jahren verabschieden zu wollen. Auch, so meine ich, entsprach die Darstellung des Vaterlandes in den Gedichten vor 1850 keineswegs mehr dem bürgerlich-liberalen Patriotismusprogramm in den Gedichten ab den 1860er Jahren. Das Militär führte demnach in der Luxemburger Literatur des 19. Jahrhunderts insgesamt ein literarisches Schattendasein. Vielen Dank für die Geduld. Langen Applaus bekommen auf den Schnitzen gesucht. Ganz zwischen Viertrag, lang verdauert werden. Laut der neuen Ideen, die dann nie so zusammen befasst sind, kann man das wohl dafür publizieren. Anschließend nur, wenn durch die Sachen des gesagt, eine Kommentare sind, an der insgesamt willkommen, auch kritisch Kommentare, wenn man Sachen hat oder Reflexionen auf diesem Viertrauber nicht entdeckten Zaudoten, Lieder oder sonst bemerken, weil das muss ich sagen, sich überhaupt etwas zu folgen. Und das viel vorkommt. Also war froh sind am Publikum gern. Also auch gerne noch Lützeburger. Das Moin, schönen guten Abend. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Als Fan der Luxemburger Sprache und Kultur interessiert mich vor allem das Lied Klingt Urs Wurmeldinger hier. Gibt es davon einen Text online, wäre meine Frage. Und mit Blick auf heute, wie hat sich das denn mit der luxemburgischen Militärkultur weiterentwickelt? Weil so viel mehr Soldaten gibt es ja noch nicht. Vielen Dank. Bring uns Wurmeldinger hier, der Lützeburger Fotikier, aus der, sage ich jetzt mal, Operette Ramplassa, ist noch nicht digitalisiert, aber dennoch leicht zu finden. Nämlich in allen Editionen ist der Ramplassa, sei es in der Krippler-Ausgabe, sei es in anderen Ausgaben, ist der Text tatsächlich überliefert, also zugänglich über die Bibliotheken. Wann er digitalisiert sein wird, weiß ich jetzt noch nicht. Ich würde mal sagen, ich schaue Carlo auch an, unter den Signaturen NB, es könnte, wenn nicht nächstes Jahr, übernächstes Jahr, könnte das dabei sein. Aber der Text sowie auch die Einspielungen sind zugänglich. Was die
weiterführende Beschäftigung der Literatur mit dem Soldatentum, mit dem Militärwesen betrifft, so hat man bereits gesehen, dass insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg und in den 20er und 30er Jahren es ein großes Interesse daran gibt, sich zu erinnern. Ich denke an Alphonse Ennesch, wirklich riesiges Werk über insbesondere das Bundeskontingent im 19. Jahrhundert. Man entdeckt in den 20er, 30er Jahren, insbesondere nach diesem Bruch, den der Erste Weltkrieg darstellt, durchaus so etwas wie die Notwendigkeit des Militärs, was man so im 19. Jahrhundert einfach nicht findet. Aber nach dem Ersten Weltkrieg gerät auch der Gedanke der Neutralität oder der Neutralisierung stärker in die Kritik. Also das, was im gesamten 19. Jahrhundert die liberale Staatsräson war und auch eine Notwendigkeit, dass Luxemburg neutral bleiben soll. Und dazu gehörte eben auch, dass man keine eigenständige große Armee hatte, wird in der Tat in den 20er, 30er Jahren bezweifelt. Dort findet man dann vermehrt diese Hinweise, allerdings auch in literarischen Texten kommen sie nicht wirklich häufig vor. Das ändert sich sicherlich nach dem Zweiten Weltkrieg, weil im Zweiten Weltkrieg dann auch Luxemburger Soldaten beispielsweise als Zwangsrekrutierte auf eigene Erfahrungen zurückblicken können. Das 19. Jahrhundert bleibt das Jahrhundert, in dem, ich nehme jetzt mal die Freiwilligen in der Fremdenlegion, die Freiwillige in der Knill unter dem niederländischen König, nehme ich mal außen vor, aber gab es im Grunde keine großen militärischen Erfahrungen. Nach Folge des Zweiten Weltkrieges schon, und dann gibt es insbesondere in den sogenannten Ego-Dokumenten, also in autobiografischen Texten, sehr viel mehr. Es gibt selbstverständlich eine kritische, publizistische, auch teilweise literarische Auseinandersetzung um das Thema, um die Abschaffung der Dienstpflicht. Da gibt es zahlreiche Beispiele und einige davon werden nächstes Jahr auch veröffentlicht in einem Liederbuch de Georges Lee, 300 politische Lieder. Da kommen solche Beispiele vor. Weiter frohe Kommentare, Umwirkungen, Ergänzungen. Das war lang. Was vollständig. Ja. Gut, die Frage, nicht Alphonse Ennesch zitiert, dass das effektiv für mich natürlich vielleicht eine Frage das Staat war da also vielleicht kommt zum Bundeskontingent grundlegend ist. Das schon ein Zeichen, das bestätigt die Theorie, dass sie von den 20 Jahren speziell eben die Erfahrung vom Bundeskontingent ergangen ist. Also ich war vielleicht noch nicht froh, wie von der Historiografie hier kann ich natürlich sagen, dass man nur an einer Zeit leben, wo ich ganz stark Interesse hätte. Also mit dieser Ausstellung, wir haben ein Buch von Benoit Niederkorner, von Thomas Kollenberger, über eine geschichtliche Durchstellung von Militär, ganz breit aufgestellt, lokend auch nach eine weitere Publikation aus Benoit. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon dabei aus? Ja, hast du dabei aus? Schließt du von daher? Vielleicht wird es selbst kurz darüber so, wie ein Interesse von Seite von der Historiografie gilt am Moment schon ganz stark. Also es gibt noch nach der Benoit dann da schon Schnitt für so, es gibt natürlich auch die spezifisch Etüden über das im Koreakrieg, wie Loket nachher eine andere Publikation. Effektiv, also das, wann immer uns geht, Militärgeschichte Lützburg, das wird effektiv seit den letzten, ich gebe so 50 Jahren Schattenwässer gehabt. Da muss ich so quasi nach meiner Generation und auch hier am Musee selber, am Festungsmusee, also auch eine neue Generation, so, die militärische Geschichte wirklich aktiv interessiert.
Wir hatten eben für ein paar Jahre Koreaner aus dem Lützburger Land, Buch von Lützburg im Koreakrieg, und den ganzen Titel, also auch ein Titel als einem Lied, bei Kenny Post, und wir haben eine Biografie von den 85 Jahren abgeschafft, wo wir bereits von den Alfred Martin, Lützburger, den Umfang ein Lied geschrieben hat. Und der hat natürlich dann auch umgesetzt gehen an Dingen, die den Umfang Lützburg heute zusammen gemeinsam mit militärischer Erfahrung gemacht haben. An Koreakrieg, das ist also wirklich eine größere Einheit. Und darauf sind eben sich dann englische Lieder gehalten, Hanging Out, The Washing und Secret Line, basiert auf dem Lied. Wir führen auf dem auf 4 weil es läuft immer aktuell, die nächste Akt, die wir haben, auf diesem Weekend, das eben unser Armee umhergeblieben. Und da ist am da, wo das Problem nur um Last geht, für die mal aufzuschließen, da sind ganz viel Nachkriegsliteratur da, auch von Verbundenheiten mit Lützburg. Gerd Piron beispielsweise, ein Journal für die noch gerade ein Lied rausgeholt. Wir alles mit der Aufschaffung von der Armee, also am Anfang auch Zeitgeschichte, die immer geht, verleiht ihr quasi das von den Ego-Dokumenten. Das ab den mit 50er Jahren, wo die Leute von Bitburg zurückkommen zu dort, da gibt es einen Journalpolitiker, Felix Streicher, seine Doktorarbeit zu erwähnen. Aber die Problematik ist, ja, nur geht alles ein bisschen verloren. Und du musst ihn effektiv sagen, ob du lest oder gucken, weil du noch fahren kannst. Also wenn ich vergessen habe, nicht gerne vergessen, genau an dem Kontext, wo wir eine andere Aufstellung über freiwillig und Engagement, mit Kollegen. Ja, auch ja, das sind wir mal am C2DH. Das ist eine andere Publikation gewesen, wo ihn sich für spezifisch für bestimmten Teil von der Armee interessiert wird. Also ich gebe so, an den letzten 10, 15 Jahren sind tatsächlich wissenschaftlich viele Sachen vorbeikommen. An dem Kader entdeckt ihn dann eigentlich auch immer diese bisschen aber Literatur, für sie nicht zu vergessen. Brigade Piron, dann denkt man den Edmond Dune, den selber an der Friedenslegion war, den aber auch an der Brigade Piron war, an der auch thematisiert oder literarischen Texte. Also die Riffle von den schon, muss ich natürlich auch so, dass über eine Langzeit ganz dominante Auseinandersetzung am Zweiten Weltkrieg die anderen militärgeschichtlichen Aspekte verloren gegangen sind. Und ich denke, dass es übrigens auch wichtig ist, an seinem Kader Lützeburg nicht auf 20. Jahrhundert zu begrenzen. Sie sehen, dass es auch nach Lützeburg viel Druck auf. Willst du etwas ergänzen? Natürlich. Merci, also ich weiß nicht, ob eine Ergänzung ist. Ich stelle mir vor, warum wir gucken, hier doch die Schrift geschrieben. Schon die sagen, ich muss recherchieren, die notamment die Leute die Kolonie waren, sagen die Studie, weil die schon viel Geld von den Zuhörer und Bevölkerungsfälle runterziehen. Dann wird einfach plus Maschinen für den Kaum, die nicht für den militärischen Schützen mehr. Also es werden aber sagen, man gibt wenig Familien, und zwar auch bis zur starke Bourgeoisie, die nicht irgendwelche Leute hatten, die mal so viel belegt stimmen. Die sagen, dann nicht Militärkultur. Ich weiß nicht, ob das nicht einfach den Trotz von den schriftlichen Quellen, weil die Leute eigentlich verständlich waren, dass es die Karrieresmöglichkeiten gibt, und die Möglichkeiten gibt, und das eigentlich vom effektiv vom Vordergas, dass sie dann so fängt dafür zu interessieren, eigentlich am 19. Jahrhundert eben noch das so Remplacer einfach die Beispiele legen sich. Das ist alles ultra plausibel für die Leute, die hören, gesehen, bei der Gym sitzen und die Charaktere sind. Ich bin nicht ganz d'accord, wenn es gibt keine Militärpräsenz in der Kultur 19. Jahrhundert. An der Literatur. Also an der Kultur kann man natürlich so, wenn man wie weit fasst. Also ich gehe da recht, wenn man Musikschulen, ob die Schnitt abgegangen sind, dann haben wir natürlich eine starke Präsenz von den 2 Militärkapellen. Die Preisische Militärkapelle plus die vom Jägerbataillon, die bei ganz vielen Vereinen gespielt wurden. Also auf der einen Seite zu offiziellen ULES gespielt wurden, die von ganz vielen Vereinen angeladen, die sind für zu spielen. Das ist auch bekannt bei der Preisischen Militärkapelle. Kapelle war so, dass die auch Spiele gegangen sind, für einen Kurs dazu zu verdienen, weil die Leute nicht wirklich viel verdient haben. Das ist der E-Punkt, also ich denke, an der Musik sind sie durchaus präsent. Ich muss aber so, wenn ich da gucke, wie es beschrieben wird an den Zeitungen, dann
geht eigentlich Jägerbataillon und so weiter, geht reduziert auf Militärmusik, die auf der Plus gespielt wird. Und es gibt immer einen eigenständigen, aber einen eigenständigen Stellenwert gehabt. Was das betrifft, also, dass ich am Anfang hier besucht ging, ein Reservist, also ein gewisser Soldat, natürlich. Wie an alle Familien, ich bin völlig d'accord, dass an den Familien das bewusst war, weil es immer auch schon Reservisten gab. Der vielleicht nicht vergessen, dass trotzdem just 1% als angezugehen. 1% als angezugehen, das par rapport zu anderen Ländern extrem wenig. Da könnte man dabei als Reservist für die selbstverständlich müssten immer nie sein Karriere auf Übungen gehen. Bis 1830 sind die Übungen gemacht gehen zu Arles, Bouillon, Namur, Lec und so weiter. Der Tisch waren die fortgegangen sind, da waren sie nicht präsent in der letzten Gesellschaft. Sie waren nicht visibel. Die Übungen, die sie gemacht haben sie an einem anderen Land gemacht. Wie selbstverständlich schon Familien alle Leute immer irgendwie kannt. Und da gehen die weil sie Arbeitsgesicht tun, weil sie müsste Suche verdienen, die an Freiwillige umgegangen sind, beziehungsweise die rund 1000, wo gesucht wird, zwischen 1850 und 1914, die beim holländischen Kindergarten Denksterne sind. Nun haben wir auch ganz rezent zwei Texter entdeckt. Den war der August Kohl, weil der besondere Text ist, das rauskommt am Literaturarchiv von Thomas Goldberger. Ich fand das Covid so interessant, weil es eine einfache Soldat war, die an Indonesien, an Batavia war, aber weil er wirklich viel von innen Macht kriegt. Gerade seit haben wir dann, gerade an der Nationalbibliothek, haben wir ein Manuskript von 3 Bänden vom Zeller, den ein Offiziersgrad hat, publiziert. Und da das online zugänglich, das an holländischer Spruch, wo ihr ein Gefühl vom Offizier kriegt. Die zwei Bände sind die zwei Texte sind eigentlich ganz interessant, weil die Milch, die an Indonesien waren, wo Kurztexte überliefert. Und Dateien sind wie größer. Und die hauptsächlich in Batavia, wie sie genannt gesehen, die sind an der Kultur global wie eine große Präsenz, wie die an der französischen Freiwilligen war. Das hängt aber auch damit zusammen, für was die an Freiwilligen gegangen ist. Nicht immer, aber 1900, am Anfang des 20. Jahrhunderts, aber auch selbst Pseudonym gehabt, für die nächste wissen, über die Geschichte, aber da sind noch eins drauf gegangen, weil die anderen Chancen, berufliche Chancen nicht haben, das war bei der Batavia auch der Fall. Also ein kommunikative Gedächtnis war da, wie man die bis ausgestorben sind, dann ist aber ein kulturelles Gedächtnis wenig übrig geblieben. Wir haben noch nicht so viel Durchstellung an der Kunst. Das war man natürlich schon, ich sehe da ganz viel an der Fotografie, mehr an der Kunst, aber da auch nicht so viel Durchstellungen. Und wenn ich da gucke, war man natürlich schon darüber, also vielleicht schon eine gewisse Präsenz von schon Postkarten denken, wo es eine große Sammlung gibt an der Nationalbibliothek, das Postkarte, also Kunstmann, Kuschmann, die eine ganze Serie gemacht hat, schon dazu 3 Bewiesen. Dadurch ist sie natürlich auch immer ein bisschen an der, also visibel. Ich habe aber keine Ahnung, wie viele Postkarte verschickt wurden. An dem Bereich sehr wenig, wo handschriftliche Sachen drauf sind, wie das Tisch doch nicht ist. Also du waren ganz viel dran. Können ich rekommandieren, für den Türdurchstellung zu machen, selbst in anderen Zellen. Ja, da können wir erst den angucken. Zu Kuschmann, wo sie so, wenn sie schwaffen weißt, du sie dann nicht und dann sind wir fast wäschlos, weil eine Interpretation was Kuschmann malt den Bundeskontingent 30 Jahre Donau, wie sie existiert, als eine Nostalgie, daran so am Anfang zum 20. Jahrhundert, das ist
vielleicht voll Leute, die da waren, die da dran waren, oder vielleicht auch immer da kolportiert, was so dem Uniform waren, die nicht bekannt wird. Und die noch selber mit Rekonstruktionen gemacht. Stimmt vieles, ja, viele stimmen nicht. Aber mit Uniformen gemalt, letztendlich aufgrund von den Sachen, die damals an dem nicht existenten Museum waren. Dann wurde nur noch Stecker gesammelt und gesehen, die Kuschmann mit der Geroll als Vierlieder. Wir sehen Interpretationen, die für Aquarellen, wo ihm dann Pferd gesagt von der Reiten für die Buch zu zitieren vom Benoit, vom Colbert. Wo als der Kuschmann will man einfach keine Durchstellung haben, also bei den Bourgeois-Familien. Exakt ein Porträt von einem Lützeburger Militär am Bundeskontingent, und das den Louis Alphonse Wünsche, den Bürgerstand, seine Bourgeois-Familie. Und das gleich auch, vielleicht gehen es relativ wenig Lieder am Text an, weil es an toten Krisendienst bei uns unterstellt waren. Bundeskontingent in der Stadt nicht gespürt, und waren wohl intellektuell, also die Stadt an der Stadt, am Mann am Land verdeelt, wo ihren Schmisch vielleicht. Aber es waren auch relativ viele Leute, dann sind aufgefallen Mathematikelbücher, echt so gefallen hat. Vielleicht müssen wir auch gefallen, wenn ich du, also den Englischen. Den Bünner hat jetzt in Dorn gemacht von Dokumentation, wo ich gestaltet, das waren die echt die rekrutiert, die sind. Wir wussten überhaupt nicht, wen du war, natürlich war es gedrückt, waren nicht viel. Wir haben nur von Mathematikelbücher, die auch in der Einstellung sind. Da sind 11.000 Leute drauf, gewirrscht, die rekrutiert gesehen. Banden, wie viele Jahre? 4.555. Aber wie viele Jahre? 11.555 von 1841 bis 1880. Ja, am 4 drin, an der Belgischer Zeit, das ist eine ganz nebulöse Periode. Du hast ein Register von der Gemeinde Mann danach, wir können auch so, und das auch so ungefähr 12 in dem Bereich sind. An der holländischen Zeit 4 drin, sind wir nicht dabei, auch in die 11.000. Wir statistisch mittlerweile 30.000 Soldaten, die waren 70 Jahre an der Armee waren. Ich meine, das hat einen riesigen Impact auf die Gesellschaft und noch mit, was schon an der Ausstellung zu sehen ist, auch den ganzen wirtschaftlichen Bereich als enorm gewesen. Ne? Das ist wirklich erstaunlich, dass wenig an der Literatur an den Liedern zu finden ist. Noch eine Bemerkung zu den Legionären. Das ist ein Fluchtprojekt, das wir hatten, etwa während dem Covid nach Sternen. Das ist insofern interessant, die Legionäre, die Einquarten quasi, aber Thüringen, die bei der Legion gehen und dort hier Sachen machen, und die Legionäre, die interessiert tun an den CD2. Das waren die, die am Anfang keine klassischen Legionäre sind auch selber volontär genannt. Da ist ein ganz interessantes Phänomen, das waren Lützeburger, die waren schon lange mehr zu Lützeburg, die waren zu Paris. Ne? Die waren nur Handwerker. Und hatten ganz viele Lützeburger, die zu Paris waren, vielleicht die stärksten ausländischen Angetreten. Die sind sie hatten am Anfang also das Lützeburg gespürt und hatten sie Kelinieren mit Lützeburg. Aber warum du das reflektiert, dass dann der Handel bei ihnen beziehungsweise nur Krieg gesagt werden, das schon den Gelefra, das war ein Souvenir von hinten gebaut, gegen das war friedlicher in der Gesellschaft sozusagen. Leute selber hier im Land, die bei der Legion gekommen sind, am Krieg, die können Ball auf Vorhand zielen, weil sie nicht mehr aus dem Land rauskommen. Wir waren so Deutsch okkupiert und Deutschen ganz gut so gesagt. Ja. So, das ist dann vor allem ein Phänomen, das für Lützeburger, die am Gang waren, von sich zu gehen. Sich dann noch Lützeburger Wurzeln erinnern, und auch du weinst die Arbeiten an der Recherche, noch an dem, wie auch immer, Niederschlag, schriftlichen Niederschlag, keine Spuren, haben wir los. Das ist so ein Phänomen, die erstaunlich, was aber dadurch begründet, das wahrscheinlich. So
Kataloge den nach. Domada. So, ich denke, eine große Merci. Wenn der Text noch nicht gesehen wird, geht es unbedingt gucken. Auch der Katalog. Das ist wirklich der Wert. Also schon viel durchgeleiert. So soll ich die 4 Tage auch so nicht unterschreiben. Merci. Merci.